Hallo ihr liebe Leute, hier ist wieder der Yankee mit Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Ja, paar schöne Einnahmen hat es mal wieder gegeben. Der Weihnachtsmann, der Belzenickel schwebt da drüber, denn es ist Fest des Wintersterns. Ich nehme das übrigens am 30.11. auf, das heißt, wir sind auch wirklich kurz vor der Weihnachtszeit hier. Für mich fängt immer Weihnachtszeit tatsächlich immer mit dem 1. Dezember an. Habe ich aber, glaube ich, schon mal erzählt, das Ganze. Von daher schlage ich das nicht weiter groß aus hier. Aber ich versuche mal wieder in Weihnachtsstimmung zu kommen ab 1. Dezember. Ich übertreibe das natürlich auch nicht, indem ich da jetzt mit der Belzenickel Cup hier wieder Ackermann rumrenne. Aber mir macht das eigentlich persönlich immer Spaß. Ich mag Weihnachten. Ich mag vor allem die Lichter. Das ist was ganz Großartiges, wie ich finde. Ach ja. So, so. Gosse ist es. Ab 9 Uhr, hat er gesagt, geht der Spaß los, ne? Ja, gebrotene Pilze, saugut. Kenne ich übrigens auch ein saugutes Rezept, ihr liebe Leute, für Pilze in Honig, wenn ihr das mal probieren wollt. Ist eine super leckere Beilage, so nebenbei. Das habe ich aus so einem lustigen Mittelalter-Kochbuch, allerlei Schlemmerei, oder was heißt das? Und zwar nimmt man sich Pilze seiner Wahl. Geht mit allem, geht mit Austernpilze, geht mit Champignons und so weiter und so fort. Was ihr haben wollt, könnt ihr machen. Und zwar nimmt man sich einfach nur die Pilze und die werden erstmal gewaschen natürlich. Und dann kommt in die Panne zuallererst, so, ein Erdbeerweih heben wir mal wieder auf. Ja, dann kommt in die Panne eine Mischung aus Olivenöl, Tomatenmark und Honig. Immer nur ein bisschen. Von Gas gibt es noch ein Omelette. Ja, saugut. Dankeschön. Aber wir verkaufen's. So. Abigails Mahlzeit verkaufen wir mal nicht. Die gebratenen Pilze können nützlich sein. So. 4 Köder wieder. Ja, wie gesagt, da kommt eine Mischung. Jeweils immer nur so 2 Esslöffel. Aus Tomatenmark, aus Olivenöl, hoppla, und aus Honig rein. Da warten wir dann, bis das Gemisch schön am Köcheln ist und am Blubbern ist. Und dann machen dann die Pilze rein. Die Pilze, die werden dann nicht gesalzen, sondern die Poren müssen offen bleiben von deinen Pilzen, damit die das Gemisch einsaugen und wieder ausschwitzen. Und das muss so circa 20 Minuten dort drin dann köcheln und sich vollsaugen und wieder ausschwitzen. Und wenn das sich dann vollgesaugt hat, dann, ihr liebe Leute, kann man die richtig schön scharf abbroten. Und die schmecken so leicht noch Tomate mit einer gewissen Honignote. Das ist unglaublich lecker vom Geschmack. Also ich habe es auch nicht gedacht. Ich habe schon gedacht, okay, das klingt ganz lecker. Aber sie schmecken nicht so tomatisch, wie man jetzt erwarten würde. Das Ganze wird dann nur noch mit Pfeffer und mit Maggi-Kraut gewürzt. Mir fällt jetzt gerade nicht der richtige Name für Maggi-Kraut-Ei, um ehrlich zu sein. Aber ihr könnt ja nur schlagen, was das heißt. Ich weiß es gar nicht mehr, wie man Maggi-Kraut nennt. Ich kenne es nur noch unter dem Begriff Maggi-Kraut. Aber wenn ich es höre, dann wüsste ich es natürlich wieder, was es ist. Sodala. Also im Prinzip sehr, sehr easy und äußerst köstlich. Kann ich wirklich nur jedem empfehlen. Fest des Wintersterns hat am Stadtplatz begonnen. Alle Hopf, gehen wir gleich hier. Wir machen aber erst nochmal unseren täglichen Kruscht. Oh, da ist der Apfelbaum schon gut. Ja, super. Das freut mich doch. Dann, hier ist wieder was gut. Der Mais ist offenbar auch gut. Und hier Peperoni und Aubergine haben auch mal wieder ein bisschen was abgegeben. So, dann holen wir hier nochmal unseren Kram ab. Möglichst gründlich. Sieht auch noch nicht aus, als könnte man das ernten. Nee. Ah ja, da ist auch wieder Peperoni und Aubergine gut. Sehr schön. Dann hier nochmal 5er. Und hier nochmal schnell rüber. Also bis 14 Uhr sind wir auf jeden Fall fertig damit, aber trotzdem, wenn das schon angefangen hat, man will ja dann auch pünktlich dazu stoßen. Und nicht der letzte Hansel sei, der es zu spät gerafft hat, dass eigentlich schon Weihnachten gefeiert wird. Vor lauter Erwert, da ist der Ackermann irgendwie das genaue Gegenteil von mir. Hoppla, das war einer zu tief unter.
Weil ich bin eher so jemand an Weihnachten, an Heiligabend, ich weiß nicht, wie ihr das handhabt, aber an Heiligabend, da schaffe ich eigentlich so gut wie gar nichts. Da habe ich dann meistens auch schon meine ganze iPack-Arbeit erledigt. Und kann mich dann vollends auf den Tag konzentrieren. Das Einzige, was ich wirklich an Heiligabend schaffe, ist dann das 3-Gänge-Menü koche, was dann oben serviert wird. Das ist aber wirklich das Einzige, was ich an Heiligabend wirklich noch schaffe. So, Siggi. Wir dürften soweit sein. Ja, da können wir noch Kram verkaufen. So, deswegen fort mit dem ganzen Kruscht hier noch den mal hin. Jawohl, die Hasepfot heben wir halt noch auf. So ist es halt. Aber ich will halt noch die Milch loswerden, ne? Siehst du, ich müsste jetzt eigentlich schon noch warten. Da kann ich noch mit der Hacke ein bisschen reingehen. So. Nichts mehr sonst. Ja. Gott sei Dank wird das Zeug noch fertig. Jetzt aber hoppla. Komm schon, komm schon. Hopp. Was ich noch mache, ist die Mayo verkaufen. Und die Käse, die schmeißen wir dann später rein. So. Genau, die Käse, die schmeißen wir später rein. Der Ende, das ist jetzt egal. Nur, dass meine Charge fertig wird. Und zurück. Jawohl, wie gesagt, die ganze Käse, die kümmern wir uns später drum. Ich will jetzt erstmal Weihnachten feiern. Ach ja, und die Musik finde ich auch sehr schön an dem Tag. Hey, zeigen wir uns dankbar fürs Glück in dem Jahr. Vergessen euer Sorge, verändert Tag und entspannen euch mal. Ja, willkommen zum Fest des Wintersterns. Juhu! Ja, die ist stinkig, weil sie nicht beim Eisfischer gewonnen hat. Was ein schöner Baum. Die Legende vom Winterstern kennen wir zwar schon, aber erzählen noch einmal. Jeder kann es mitlesen, der will. Weil, wie gesagt, haben wir eigentlich schon im letzten Jahr gehört. Guten Tag. Alle Hopf. Was mit dir, du lustiger Vagabund? Geht ja nur zustoßen, aber ich glaube nicht, dass ich willkommen bin. Ach was. Du bist der freundliche Vagabund, dich hat hier jeder gern. Glaube ich irgendwie. Es wird nicht so wirklich in die Stardew Valley Ambiente Atmosphäre passen, nicht Ambiente, in die Stardew Valley Atmosphäre passen, wenn hier irgendjemand ein anderer hassen wird. Ich sage da so ein bisschen Friede, Freude, Eierkuchen und Wunschwelt hier. Da hat sich keiner versteckt. Und Mülleimer flattern ist an Weihnachten auch nicht erlaubt. Alle Hopf. So, was lag dann bei euch? Ja, es ist ziemlich kühl. Das hat der Winter so an sich. Ja, Gas langweilt Lea mit seiner Geschichte. Und Eierflip hat auch zu viel gehabt. Und der erzählt uns was wie Sau über seine Zuckerstange. Ach, der Levi-Zeit, das hatten wir ja schon im letzten Jahr. Okay, was mit euch? Vielleicht ist er für irgendeinen dummen Stern. Blödsinn. Ach Gott. Ja, Minus gerade, ich weiß, aber du hast immer noch dein Sommerkleidl. Ja, hallo. Ja, Winter ist nie eine gute Jahreszeit für Diät. Das stimmt auf jeden Fall. Im Winter neige ich auch definitiv dazu zuzunehmen. Einfach weil das Essen so herzhaft und gut ist. Noven Dackermann, frohes Festmahl. Ja, danke. Ja, Geschenke auspacken, klar. So, kriegst du wieder einen Werkzeugkasten. Ach Gott, die türmen sich bestimmt wie Sau. Noch nicht. Das machen wir erst später. Howdy, Ackermann. Ach Gott. Ja, servus Maru. Und der ist dankbar für Gitarre und Skateboard. Zu meiner Frage komme ich auch noch. Verkaufszahlen sind phänomenal. Ah ja, wegen Winterstern, alles klar. Und will neue Geschäfte erfinden. Der Gauner. Die pischen alle so viel Eierflip. Naja, Geister und Magie habe ich jetzt hier durchaus schon erlebt, mein Lieber. Ich könnte dich immer mitnehmen auf meine Abenteuerreise. Ja, für den ist wieder einsames Jahr. Du deprimierst mal wieder die ganze Bande. Und hier... Ja, dankbar dafür, dass es keine medizinische Notfälle gab. Und sie fragt sich, ob sie eine von den Dekostangen lecken sollte. Okay, genau deswegen ist er meine Frage, wegen so verrückte Sache.
Ja, die hätte gerne eine neue Kamera. Kann ich ja leider nicht besorgen. Was ich mal wünsche, ich würde mir mal ein paar stylische Stifle wünschen. Ja, es wäre ein großartiges Geschenk. Gerade die so gern schneidert, wäre eigentlich auch eine gute Wahl gewesen, aber die ist mal ein bisschen zu ausgeflippt, um ehrlich zu sein. Ist zwar liebenswert ausgeflippt, aber ein bisschen zu sehr nach meinem Geschmack. So, Seppel, kriegst du Hasepfot. Oh, du bist's also. Oh, Hasepfote. Ja, danke. Das hat zumindest der Herz ausgelöst, ne? Was krieg ich dann von ihm? Jetzt bin ich immer gespannt. Oder wer ist dann überhaupt... Ach, Abigail ist mein Geheimie. Wichteline. Ja, die müsst mich kennen. Jetzt bin ich immer gespannt, was ich von ihr krieg. Von meiner gute, schöne, ausgeflippte, sympathisch ausgeflippte Frau. Hi, ich bin das hier dein Wichtel. Worauf watschen? Pack's doch raus. Und was schenkt sie mir? Meine Wichteline. Ein Smaragd. Ja, Smaragd sagt man definitiv nicht, ne? Den krieg ich. Es ist nichts Besonderes, aber das Beste, was ich mal leisten konnte. Oh, das ist lieb. Das ist echt lieb. Okay, von meiner Frau, der Smaragd, der wird auch nicht fortgeschmissen. Der wird behalten. Und ansonsten gibt es ja nichts mehr für uns zu tun hier, ne? So viel zu Weihnachten. Also ich würde mal sagen, ich steht mich saumäßig freuen, wenn ich so ein richtiger, ausgewachsener, großes Smaragd kriege. Das wäre schon ein geiles Geschenk. Am besten noch in einem Ring verarbeitet. Sehr gut. Gut, dann war's das mit Weihnachten. Ja, wir haben genug Weihnachten gehabt. Okay. Ja, mit dem renne ich jetzt immer noch stolz wie Bolle rum. Wir sammeln noch Käsei, genau, das war's noch. Anscheinend ist er noch zum Ofenessen geblieben, der Ackermann. So. Dann 401.000. Das ist schon nicht schlecht, aber wir sparen auf dieses unglaublich teure Zepter der Wiederkehr. Von daher, das kostet uns 2 Miller. Das ist nicht gerade so unerschätzer. So, unser Käse, genau, die packen wir noch weg. Unser Käse, die kommen hier rein. Dann kommt da noch was hier. Da kommt noch einer rein. Und dann haben wir noch einer, der noch völlig reifen muss. Den können wir wieder over hier machen, weil da wieder Platz davor ist. Okay. Das Smaragd von meiner guten Frau. Den packe ich hier in meine Haustruhe. So. Der ist was Besonderes. Der wird bestimmt dann verkauft. Der hat einen ideellen Wert für mich. Ansonsten. Clinty Boy hat einen neuen Geburtstag. Der kriegt einen Diamant oder einen Topaz oder sowas geschenkt. Oder einen Amethyst. Amethyst mag er auch ganz gern. Aber ich glaube, ein Topaz gefällt mir auch ganz gut. Ich denke, damit kann man auch eine Freude machen. So, 8.684 gibt es mal wieder. Und das 26. Im Prinzip der 2. Weihnachtsfeiertag. Jo. Clint hat Geburtstag. Der kriegt was Schönes. Und ansonsten sind wir relativ frei wieder irgendwas zu machen. Muss mal gucken, was ich noch mache. Eventuell gehe ich wieder in die Mine rein. Schauen wir mal. Filius. Wie stehen wir eigentlich mit dem mittlerweile? Der müsste ganz unten sein. Ja, 4 Herzen. Hier am niedrigsten stehe ich mit Maru und mit Sam tatsächlich. Naja, mit denen habe ich auch ziemlich wenig am Hut, um ehrlich zu sein. So, da. Wetterbericht sagt, ein paar Zentimeter Schnee vermäue. Ja, sie geht mal wieder in die Stadt. Küsschen, Küsschen. Und hier ist wieder was für uns zum Gießen. Da mal wieder der obligatorische Gang in den Keller. Ah ja, da ist auch wieder was völlig gereift. Und das sieht auch gut aus. Ich glaube, die ganze Weine fangen langsam auch mal an hier zu reifen. Sehr schön. Ich habe das Gefühl aber, dass Weih sehr viel länger braucht als Käse. Mal wieder ein Diamant. Ja, den könnte man theoretisch auch schenken. Ich möchte gerade mal gucken. Ja, Topaz haben wir noch. Er kriegt den Topaz geschenkt von uns. So. Das zeige ich weg. Haben wir draußen gute Häse, Kaffee. Glucker, Glucker. Und du rennt da wie Sau. Die CD hier rein. Und weiter geht's.
Und ich bin immer gespannt. Ah, das ist mal wieder Wolle. Mal wieder Endefetter. Ups. Ja, die sind allmählich, ziemlich alt, die Tiere, ne? 6 Monate. Mensch. 7 Monate. Gertrud und die Traudel sind schon relativ alt. Die ist nur 2 Monate alt. Die ist noch recht jung. Reite mit. Und hier nochmal Krustole. Jawohl, da ist auch wieder viel dabei. So, komm schon. Okay, die werden jetzt alle noch mit der Wolle gestreichelt. Gefällt mir bestimmt auch. Mit so weicher Schafswolle gestreichelt zu wäre. Okay. Reite mit. Dann unser Milch mal wieder als erstes. Ausnahmsweise. Das passt auch alles in die Dingerei. Sehr schön. Dann unser Mayo. Und fix. Ackermann. Dummel dich. Und das mal wieder ins Letzte. Sehr schön. Nichts in der Höhle drin. Und 2 Sachen für die Versandkiste. Alle hopp. Dann. Gucken wir mal, was wieder gut ist. Ich glaube, da ist noch ein Radiesel gewachsen, wenn mich nicht alles täuscht. Die Erdbeere sind im Saft. Die Blaubeere und die Tomate sind noch gut. Okay, Pastinake scheinen auch noch gut zu sein. Okay, da haben wir nichts. Da haben wir ein einzelnes Radiesel. Können wir gleich die Lücke wieder füllen. Eine Pastinake. Da kann ich Absenser für die Weze. Hier nochmal rein. Und dann läuft das. Ah, okay. Kaffee lässt jetzt auch wieder noch. Und ansonsten ist alles andere, was kommt, so ein Selbstläufer. Ah, Moment, da ist noch eine Pastinake, glaube ich. Genau, perfekt. Sehr schön. Also sofort damit. Und hier nochmal das Feld. Ja, wunderbar. Ah, da sehe ich auch noch ein Radiesel. Jawohl. Da ist noch irgendwas Gutes. Krummbeer ist noch gut. Ansonsten war es das. Also immer nur noch sporadisch reite mit. Wir haben nur noch 7 von der gemischten Saat. Ja, die gehen uns allmählich leer. Vorher haben wir sie verkauft vor lauter, ach Gott, zu viel. Wenn unsere sporadische Dinger jetzt aufgehen, dann hämmer's. Okay, und hier wieder. Also ich bin definitiv für Update mit einer Gewächshausmusik. Bin ich sehr stark dafür. Die auch immer dieselbe bleibt. Dass man immer eine schöne, besinnliche, gemütliche Gewächshausmusik hätten. Gut. So viel dazu. Dann. Genau. Ahornsirup und Kiefernteer ist mal wieder gut. Und Eichenharz scheint. Na, kommen wir jetzt hier gar nicht mehr rein oder was? Was ist denn da los? Was ist denn da los am Bach her? Ah, die Tore sind zerbröselt. Sag mal das doch. Tor. So, was auch immer da schiefgelaufen ist. Der Eichenharz. Tja, das scheint wohl auch kaputt zu sein, ne? Ja. Okay, dann. So rum. Sigi. Hier haben wir doch noch, ne? Können wir noch reinschmeißen, den ganzen Krempel. Ja, als Pforte mit. Sehr gut. Dann können wir uns das Zeug noch abholen hier. Huch, nee. Kennt Ziegekäse, Esser Ackermann. Das wollen wir gewinnbringend verkaufen, das Zeug. Das da wiederum können wir fort. Dann müssen wir noch zu Clint. Für den haben wir den... Ups, den Topaz habe ich jetzt verkauft. Ich dachte es. Na egal, wir holen uns einen neuen Topaz. Mehr noch genug. So. Ja. Dann ist mal wieder Zeit, meiner Meinung nach, für 3 Preiselbeergelee. So, so, so. Und... Okay. Gut.
Dann wieder Reihe. Und hoffentlich finden wir noch irgendwo den Kerl. So. Okay, Endziegekäse, der ist doch prädestiniert, um da reinzukommen. Und dann noch der normale Kuhkäse. Was noch hier rein ist. Super. Gut, 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 gut. Dann den Stoff nochmal verkaufen. Und in die Stadt. Zack. Ach ja. Aber wie gesagt, heute reicht es nämlich für mehr als 4 Episoden. Ich habe jetzt schon seit morgens aufgenommen und gleich ist 12 Uhr. Das heißt, zu mehr komme ich heute nicht, weil ich muss noch ein bisschen weiter schaffen an meiner archäologischen Umzeichnungen. Ich bin ja gerade bei Grabinventar besonders tolle Gegenstände zu katalogisieren und die technisch umzuzeichnen. Und ich muss die technische Zeichnung halt auch am PC noch bearbeiten und das schluckt Unmenge Zeit. Deswegen muss ich das halt auch noch machen. Und heute habe ich noch Gelegenheit dazu. Sieht wohl aus, als wäre Clint nicht hier. Na, großartig. Okay, es ist aber Freitag. Das heißt, wir müssen wieder in die Kanalisation. Weil Grobus da wieder was Gutes für uns hat. So. Also runter. Und wir holen uns unseren Iridium-Sprinkler ab. Jawohl, da ist er wieder stumm. Dankeschön, den nehmen wir. Und die können wir ab sofort bunkern. Weil ab sofort, wenn ich neue Felder anlege, kann ich die mit Iridium-Sprinkler besetzen. So, wir müssen also bis abends warten, bis wir Clint in der Kneipe finden. Und dann können wir, weil Freitag ist, auch noch zum Reisewagen gehen. Ach ja. Also Organisation, vor allem Zeitorganisation ist derzeit alles bei mir. Deswegen mache ich die Aufnahme meistens morgens, damit ich da auch noch tagsüber Zeit habe, um noch weiter zu schaffen. Und noch produktiv zu sein. Obstsalat. Ich weiß noch, dass irgendjemand das besonders mag, also kaufen wir mal einer. Ich weiß aber nicht mehr, wer das besonders mag. Aber bringt auf jeden Fall viel mit sich. So, ansonsten liefern wir nochmal unseren Kram ab. Das heißt, wir können Moment, unseren Iridium-Sprinkler in der Truhe drinnen ablegen. Genauso wie unseren Obstsalat. Weil jetzt bewirtschaftet sich eigentlich alles von selber, was ich bisher angelegt habe. Iridium-Sprinkler kommt rein, Obstsalat kommt rein. Dann machen wir uns jetzt auf die epische Suche nach Clint. Wenn er nicht irgendwo steckt, wo Frauen käuflich zu erwerben sind, dann weiß ich nicht, wo der gerade ist. Also ich muss sagen, der ist mir schon etwas suspekt, der Clint. Ich weiß, es soll einfach nur rüberkommen, als hätte er ein bisschen Angst davor, mit Frauen zu retten. Aber ich finde ihn schon teilweise gruselig, so wie er sich verhält. Naja, so ist er halt, der alte Clint. Dabei verbinde ich Schmiede eigentlich eher immer mit coole Typen, aber der ist alles andere als ein cooler Typ. Der ist eher deprimierend, der Typ. So, der kümmert sich wohl hier um den Kesselraum. Und ich habe mich an einen Geburtstag erinnert. Wir sind schon bei Silberherze. Ja, der bleibt immer bei seinem Lader. Deprimierend. Ach du liebe Zeit, Kerl. Mann, das ist einfach eine klassische Person, die auf Facebook erbärmliches Zeug posten, damit man Mitleid mit einer hat. Mann, das ist... Wah, ich bin kein großer Fan von Clint. Der zieht nur die Stimmung runter irgendwie. Vielleicht gibt es ja irgendwann... Huch, schönen Tag, hallo. Vielleicht gibt es ja auch irgendwann mal ein Update, wo Clint endlich mal Emily kriegt, damit das mal aufhört. Das ist ja sonst echt nicht mehr auszuhalten, vor lauter gruselig. Was haben wir dann heute noch? Goldbarre für Kent. Ja, den kann er gern haben. Das machen wir noch. Das erledigen wir noch, weil das gibt gutes Geld. Ich glaube, wenn ich sie verkaufen würde, wären sie bei 500 oder so um den Dreh. Das heißt, wir schenken Kent, Quatsch. Wir verkaufen Kent auf jeden Fall noch der Goldbarre. Den wir da noch hin, Kupfererz kann weg. Goldbarre kommt mit. Wie gesagt, wir brauchen hier nur 40. 1, 2, 3, 4. Müssen ja immer nur die Dinger gemacht werden. 5, 10, 20, 25. Eigentlich nur 20, ne?
Gerade mal gucken. Eigentlich, ja, und mal 2 natürlich. Sind wir bei 40. Für 2 Knechte voll aufzupimpen mit jeweils einem Metall brauchen wir 40 von deiner Barre. Wir haben ja 60 knapp gehabt. Jetzt sind wir bei 59. Okay, wo ist Kent? Wo steckt er dann? Der alte Kasperkopf, damit ich mir das Ding geben kann. Kent, ja. Dumm. Wo treibt er sich dann rum? Ist es einer von den Soldaten, die sich einer saufen? Ja, es ist einer von den Soldaten, die sich ovens alle einer saufen. Alles klar. Ja, meine Bezahlung, wir sind auch schon bei 5 Herzen bei ihm. Dankeschön. 750. Perfekt. Also die Hälfte mehr. Sogar Clint ist so in der Kneipe mit jemandem im Gespräch. Und Kent ist der Klassiker unter der Trinker, der sich allein hier hockt und sei posttraumatischer Erlebnisse im Krieg alle durch Alkohol vertreibt. Großartig. Okay. War überhaupt nicht sarkastisch oder so ein Spiel gemeint. Gut, ihr liebe Leute. Steht mir Sache, es gibt sonst nichts mehr zu erledigen. Wir sehen uns dann übermorgen wieder zu der vorerst letzten Episode von Let's Play Stardew Valley auf Pelzig, weil wie ihr seht, die stehen uns zur Verfügung und ich habe ja angekündigt, noch im Winter mache ich erst einmal eine Pause und dann kommt ein neues Let's Play, bis ich genug Multiplayer-Aufnahmen gesammelt habe. Ich steht mir Sache, ich wünsche euch noch eine wunderschöne Zeit, ihr liebe Leute, vor allem ihr liebe Leute. Wir sehen uns dann übermorgen wieder zur letzten Folge von Let's Play Stardew Valley auf Pelzig. Also machen's gut, bis dahin dann wieder. Iron Yankee.